Christian Lehrmann ist eine Nummer 40. Jeder 40. Erwachsene in Deutschland hatte bereits einen Schlaganfall in seinem Leben. Der Erlanger ist einer von ihnen. Und das, obwohl er erst 44 Jahre alt ist und möglichst gesund lebt. Keine Zigaretten, wenig Alkohol, regelmäßig Sport. Doch im Sommer vergangenen Jahres ging es dem Polizisten plötzlich schlecht. Ich saß in einer Besprechung und mit einem Schlag war mir übel, habe ich gemerkt, dass der Boden wackelt. Mit einem Schlag war ich in einer ganz anderen Welt. Bin dann noch heimgefahren, habe meinen Mann angerufen, der hat dann gesagt, gefährlich, die Symptome, das könnte ein Schlaganfall sein, ich soll einen Notarzt rufen. Und das hat ihm vielleicht das Leben gerettet. Das Zeitfenster für die Behandlung eines Schlaganfalls ist eng. Die Therapie sollte möglichst innerhalb von 4,5 Stunden nach Auftreten der ersten Symptome beginnen. Ursache kann eine innere Blutung oder ein Gefäßverschluss sein. Je größer das betroffene Gefäß im Kopf, desto gefährlicher. Die lebenswichtige Versorgung der Gehirnzellen ist unterbrochen. Auf der sogenannten Stroke Unit, also der Schlaganfalleinheit, werden Patientinnen und Patienten rund um die Uhr überwacht. Fachärzte arbeiten eng zusammen. Christian Lehrmann wurde ins Uniklinikum Erlangen eingeliefert. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Nach dem Moment, wo ich den Rettungsdienst angerufen habe, verschwinden eigentlich meine Erinnerungen, bis ich dann hier in der Notaufnahme irgendwann mal gemerkt habe, ich sitze in der Notaufnahme. Dr. Stefan Gerner ist der Leiter der Stroke Unit und Christian Lehrmanns behandelnder Arzt. In vielen Fällen, sagt er, sind die Symptome für einen Schlaganfall klar erkennbar. Auch in den Aufklärungskampagnen wird ja immer dieses FAST vorgelebt. Das heißt, gibt es eine Gesichtslähmung, das F für Face, A für Arme, ein Absinken im Armhalteversuch, als auch ob die Sprache gestört ist. Das kann sowohl verwaschene Sprache sein, als auch, dass eine Sprachstörung vorliegt. Man findet die Worte nicht, irgendwas ist komisch beim Sprechen. Das sind so die klassischen Schlaganfallsymptome. Sehstörungen wie bei Christian Lehrmann sind eher untypisch. Er hatte Glück im Unglück. Die Ärzte konnten ihn gut behandeln. Heute spürt er keine Beeinträchtigung mehr. Im Gegensatz zu anderen Betroffenen. Viele brauchen nach dem Schlaganfall Unterstützung, weiß Neurologe Professor Peter Kolominski-Rabas. Seit über 30 Jahren setzt er sich mit seinem Team für ein breites Netzwerk an Hilfsangeboten ein. Die können sich dann, wenn sie einen Arm gelähmt haben, das Brötchen nicht mehr selber schmieren, dann müssen bestimmte Dinge angeschafft werden. Es gibt auch, die Leute fallen in Depressionen zum Beispiel, weil sie nicht mehr ihren Hobbys oder ihren Freundeskreis sehen können. Also es gibt eine ganze Menge und es wäre schön, wenn wir so ein Netzwerksystem hatten. Das gibt es teilweise schon in Teilen der Bundesrepublik. So eine Kümmerer, die quasi nach Hause kommen und fragen, was brauchst du, was können wir für dich tun und auch die einzelnen Leistungen zusammenschalten und koordinieren, wäre sehr hilfreich. 1994 gründet der Arzt in Erlangen das heute größte deutsche Schlaganfallregister. Die Gesundheitsministerin Barbara Stamm gibt damals Starthilfe mit 55.000 D-Mark. Auf die Datensammlung greifen Bundesregierung und Krankenkassen zu, um den Versorgungsbedarf von Schlaganfallerkrankten beurteilen zu können. Seit damals haben 10.000 betroffene Erlangerinnen und Erlanger das Forscherteam an ihrer Erkrankung teilhaben lassen, per Fragebogen. Auch Christian Lehrmann macht mit, seit der vergangenen Sommer auf der Stroke Unit in der Uniklinik lag. Die Befragung wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Wann ist er zum ersten Mal festgestellt worden bei Ihnen, Herr Lehrmann? Bluthochdruck mit 30. Und ich glaube, das war so die hauptsächliche Risikoerkrankung. Cholesterin, glaube ich, war auch noch dabei. Ja, es ist eine Lebensaufgabe, weil ich finde es einfach schön, dass wir uns um diese Menschen kümmern. Und sie geben uns ihre Datenspende quasi. Das ist eine freiwillige Teilnahme, über die wir uns freuen. Die kommt anderen Menschen zunutze danach. Und dafür versuchen wir eben, uns zu kümmern, geben Tipps, Empfehlungen. Also wir sind schon so eine Art Kontakt- und Anlaufstelle für Menschen nach Schlaganfall, die damit nicht zurechtkommen. Christian Lehrmann ist bewusst, dass er glimpflich davongekommen ist. Seit dem Schlaganfall höre er besser in seinen Körper hinein, versuche achtsamer zu sein. Und er ist dankbar. Dankbar, dass es alles gut und glatt gelaufen ist, aber auch echt dankbar für die große Hilfe, die man in der Klinik bekommen hat, weil die Arbeit, die da gemacht wird, ist schon sagenhaft gut. Seine Daten will er lange ans Schlaganfallregister weitergeben, damit noch mehr Betroffene genau die Hilfe erhalten, die sie brauchen.